Ja, ja, ja. Herzlich willkommen zum Kölner Treff. Wir sind explodiert wie die Krokusse auf dem Mittelstreifen. Ja, farblich haben wir heute wirklich einiges zu bieten, aber wir haben wirklich tolle Gäste für Sie an diesem Freitagabend. Er ist eine Kölner Institution, aber immer neugierig geblieben. Seit 50 Jahren steht er mit BAP auf der Bühne, feiert selbst in diesem Jahr seinen 75. Und wir feiern schon mal ein bisschen vor. Herzlich willkommen, Wolfgang Niedecken. Wenn ich den Begriff Legende benutze, dann wird er möglicherweise direkt ein bisschen zusammenzucken. Aber wenn man rund 50 Jahre einer Band vorsteht und in diesem Jahr 75 Jahre alt wird, dann kann man sich mit solchen Attributen ruhig mal rumschlagen. Wir schauen auf ein Leben irgendwo zwischen Kölner Südstadt, Bundesverdienstkreuz und einem Jubiläumsgig im Rhein-Energiestadion. Herzlich willkommen, Wolfgang Niedecken. Hey. Ein paar Fans halt, ne? Ja. Jünger als der Kölner Dom, aber fast größer, möchte man sagen, wenn man das so hört. Wir haben gerade darüber gesprochen, es sind ungefähr 150 Millionen Menschen, die Sarah zuschauen. Wann hattest du das letzte Mal ein bisschen Bammel vor größerem Publikum aufzutreten? Kannst du dich noch erinnern? Also ich habe am Anfang immer darauf bestanden, dass wir nicht zu groß spielen. Mhm. Dass wir, übertrieben gesagt, ich wollte immer das Weiße in den Augen der Leute sehen, weil ich Angst hatte, ich kriege die sonst nicht mehr zwischen. Ja. Und dann haben wir in den ersten Jahren immer nur das Größte, was wir dann in Köln gespielt haben, war Satori. Und da passen, wenn man das richtig voll macht, passen da 3000 Leute rein. Das ist aber auch nicht so klein. Nein, das ist nicht so klein. Aber zu der Zeit hätten wir natürlich auch schon die Sporthalle spielen können. Stattdessen haben wir dann eine ganze Woche Satori gespielt. Ja, weil ist das wirtschaftlich? Aber wir gerne spielen. Ist das ja, so richtig wirtschaftlich ist das nicht. Aber Gott sei Dank haben wir uns dann irgendwann 86 entschieden, dann doch in die Sporthalle zu gehen. Ja. Und muss ich dann zugeben, das hätten wir auch schon ein paar Jahre früher machen können. Das ist aber verrückt, dass auch das ist schon 40 Jahre her. Ja, das ist ewig her. Ich weiß noch, so das erste Mal, dass ich so gesagt habe, du lieber Gott, was passiert hier mit uns? Das war, als wir 82 Rockpalast Loreley gespielt haben. Ja. Und das ging dann über Eurovision, wirklich von Portugal bis in die Türkei. Das war, und wir fühlten uns eigentlich als eine Garagenband. Mhm. Aber 1982 habt ihr euch noch als Garagenband gefühlt? Ja, also da war es ja schon. Okay. Ich schon. Andere vielleicht nicht mehr. Aber ich dachte, ich weiß nur, wie das Publikum reagiert hat. Und das sind diese Momente, das sagt man so oft, diesen Begriff atemlos. Ja. Wo man, das verschlägt einem den Atem. Also ich stand da und in dem Moment fiel mir ein, bis wo das alles gesendet wird. Mhm. Und mit einer unglaublichen Euphorie. Ich merkte auch zwischendurch, dass ich schief gesungen habe, war aber egal. Ich musste da jetzt irgendwie durch. Ja. Also das war schon ein Moment, überhaupt dieses ganze Jahr 82. Also das ist so der neuralgische Punkt, ja? Hast du es dann auch im Ausland gemerkt? Also das hatten wir schon mal den einen oder anderen Gast, die dann im Ausland am Flughafen angekommen sind oder so, dann plötzlich festgestellt haben, huch, die kennen mich hier ja auch. Ja, nee, das war bei uns nur in den deutschsprachigen Ländern. Also Österreich, Schweiz, bis runter, bis da, wo in der Schweiz noch halbwegs Deutsch gesprochen wird, waren wir bekannt. Ja, wobei, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und mein Bruder hatte die BAP-Platten, die sind ja für mich nur wirklich schon lupenreines Ausländisch gewesen. Die hatte der da auch, also im Ruhrgebiet wurde es auch. Ja, also ich weiß noch, hatten wir das erste Album aufgenommen und irgendwie, das war 79 das erste Album und dann 80 kam eine Anfrage bei uns aus Wuppertal, ob wir in Wuppertal spielen würden. Also, die verstehen das doch gar nicht, was soll man denn in Wuppertal? Und dann sind wir dann doch dahin und die hatten das erste Album, die konnten das alles mitsingen und festgestellt, hoppla, die kriegen ja doch noch irgendwie dieses Rheinische, kriegen die doch auf die Reihe. Und das ist vielleicht auch manchmal mehr das Gefühl, wenn man als Kind Englisch singt, oder? Man singt irgendwas mit und denkt, das ist irgendwie so richtig. Hauptsache, man singt mit. Meinst du, wie so ein leicht verschlepptes Englisch? So? Ja, genau, so ein Kinderenglisch. Wenn ich mir überlege, was ich in meiner Schülerband an englischen Texten gesungen habe,
dieses Fantasie-Englisch. Genau, Ja, oh, das ist das Beste. Ne? Ja, ich auch. Also das erste Mal, dass irgendwo ein Booklet bei war, wo man die Texte nachlesen konnte, war erst Sgt. Peppers. Das ist sehr, sehr viel später. Also als wir 83 in unserer ersten Schülerband gespielt haben und ich habe Roll Over Beethoven gesungen. Das war ein Hammertext, mein lieber Mann. Das heißt, normalerweise wird da gesungen, I'm gonna write a little letter, gonna send it to my local DJ. Was habe ich gesungen? I'm gonna write a little letter, gonna to my local DJ. Ja, aber Hey, oder? Sag ich doch. Ja. Ging doch. Ja, auch funktioniert. Also wir haben uns ja jetzt schon lustvoll in das Övre reingestürzt. Dann lassen wir das Ganze jetzt nochmal bebildert vor uns laufen. Verdammt lang her, weil ich fast alles ernst nahm. Fühlt ihr euch so zugehörig zur neuen deutschen Welle? Nee. Baby, jetzt geht es ab. Jawohl! Wir huldigen den Wettergott, dem ersten FC Köln und den heiligen drei Königen. Was kann man als Kulturschaffender politisch erreichen? So als Vorgruppe bei den Rolling Stones ist das eigentlich so der Höhepunkt für Babs? Das ist so nämlich doll. Verdammt lang her, verdammt lang her. Tschüss zusammen. Dankeschön. Angenehme Nacht wohl. So höflich. Dankeschön. Damit kann man doch immer aussteigen, oder? Ja. Wunderbar, wunderbar. Ja. Schön, das ab und zu mal so zu sehen. Schon, oder? Bei einigen Szenen guckt mich mein Sohn Severin an. Ach, das ist ja, siehst du das? Sieht das, ja, klar. Also, wo ich da jetzt unmittelbar nach dem Stones-Kick interviewt wurde, Ja. da könnte mein Sohn mich dubeln. Witzig, ne? Ja. Und das war das, wo du sagst, so unheimlich doll, ne? Unheimlich toll, ja. Ja. Ist aber ein schönes, ist eigentlich doch ein sehr pragmatischer Kommentar auf das, was da gerade vorher passiert ist. Wir waren fix und fertig. Also Ja. wir waren eingeladen worden, diese Gigs zu spielen. Das waren 2 Stück. Also als Vorband der Stones. Als Vorband der Ja. Stones, klar. Wir reden über welches Jahr? War das auch wieder Das war 82. 82 auch, Das war 82. Ne? Ja. Und der Fritz Rau, der das damals veranstaltet hat, Legendärer Veranstalter. der hatte den zweiten Tag nicht vollgekriegt im Müngersdorfer Stadion. Und dann es läuft da überall diese Band da im Radio. Und vielleicht kann man die noch davor schalten irgendwie, dann können die noch ein paar Tickets verkaufen. Und wir haben gesagt, also wenn, dann spielen wir beide Tage. Also War ein Kess, ne? Ja. Und gut, haben wir beide Tage gespielt und tatsächlich, der Kartenvorverkauf lief wieder an. Darf ich kurz einhaken? Also ihr wart quasi das Beiboot, das den Supertanker, die Stones quasi Ja, so in den Hafen gezogen hat. Wir haben das natürlich nicht für möglich gehalten, aber am ersten Tag kam Fritz Rau mit Mick Jagger ins Stadion, genau als wir verdammt lang her spielten. Und da gibt es diese das hat der Fritz Rau mir nachher dann erzählt, gibt diese legendäre Frage, Mick Jagger an Fritz Rau, what the hell is this, Fritz? Und dann hat er das ihm erklärt, weil ich hatte mich ja eine Woche vorher schon mal in Frankfurt mit denen getroffen. Ach, das ist der Typ aus Frankfurt. Ja, und dann am zweiten Tag, aber sie waren nett zu uns, weil die haben uns die volle PA-Power gegeben. Okay. Also normalerweise kriegst du die nicht als Vorband. Ja, Und, aber die wussten ja auch, was sie an euch haben dann, ne? ja, ich weiß nicht, ob die das wirklich wussten, ob der Fritz das Ding gesteckt hat. Ja. Aber das war schon schön. Das ist ja verrückt, weil du hast es ja gerade gesagt, also du fühltest dich ja zu dem Zeitpunkt bis zu diesem Jahr noch als eine Art bessere Schülerband. Aber spätestens, wenn du den Stones die Tickets da und die Stadien voll machst, dann hat man es doch irgendwann auch verstanden, oder? Aber das war so, wenn ich da überhaupt drüber nachgedacht habe, dann war das eher so, können wir uns mal bei den Helden bedanken, weil die haben ja nun mein Leben geändert. Also die Beatles, Stones, Bob Dylan, das waren die Kings. Von da an war mein Leben ja ein anderes. Als ich die Beatles wahrgenommen habe, das war mit ihrer zweiten Single damals. Auf der einen Seite war From Me to You, auf der anderen Seite Thank You Girl. Hat der mich voll aus der Pubertät, haben die mich rausgeholt. Mit 13. Ja. Und dann wollten wir auch sowas machen. Ja, Das aber haben wir da warst du doch noch, warst du aber noch im Konvent. Also du warst im dann noch in der Konvikt festen St. Hand der Albert, Kirche. Ja. Und das warst du ziemlich lange. Du warst, glaube ich, 9 Jahre oder so da, ne? Ungefähr. Ja, Eigentlich also fast die 60er durch. Ich war in Rheinbach eigentlich von 61 dann bis
68 und dann durfte ich noch, weil das Internat aufgelöst wurde, als möblierter Herr da wohnen und meinen Abschluss machen. Das war allerdings, das hat mir dann das Genick gebrochen, weil ich habe nur noch mit meiner Band gemacht und es ging dann nur noch. Sagen, also mit Ende der Teenagerjahre war da nun wirklich kein Halten mehr. Das heißt, du wolltest nicht Pfarrer werden. Doch, eher weniger. Ja. Wir haben ja die Zeit der millionenfachen Kirchenaustritte. Ich glaube, du hattest selber während dieser Zeit dort im Konvent auch einige Argumente dafür gefunden, oder? So richtig freudig war es nicht. Es waren allerdings ein spezieller Pater, der es war ein sadistischer Päderast. Ja, und der hat es gerne gehabt, wenn er Vokabeln abgefragt hat und man konnte die nicht. Und dann wurde man geschlagen. Die Stöcke muss man selber im Park schlagen. Dann. Ach, das auch noch? Ja, die musste man selber schneiden. Und dann mitbringen? Mitbringen und dann zum Trost durfte man bei ihm auf den Schoß. Ach, wie schön. Ja. Das war aber nicht so angenehm. Gott sei Dank hat mein Vater dann irgendwann als ich zu Hause war und unter der Dusche stand, hat die Striemen auf meinem Rücken entdeckt und hat gesagt, was ist das denn? Und da musste ich ihm das erklären, was natürlich unangenehm war, weil mein Vater war sehr gläubig, war ein sehr gläubiger Mensch. Und dass ein Mann der Kirche seinem Sohn so etwas antut, das hat in sein Weltbild überhaupt nicht mehr gepasst. Und er war auch nicht besonders zivilcouragiert, aber trotzdem. Mit wem ist das noch so passiert? Und dann wusste ich einen, bei dem das ähnlich war. Und dessen Vater war nun zufällig ein Kriminalbeamter. Okay. Und dann hat mein Vater sich mit dem Vater an demselben Samstag noch Kurs geschlossen. Und dann sind die beiden da zusammen hin. Und das war's dann. Okay. War das zu der Zeit eigentlich schon mehrheitsfähig? Ich habe immer den Eindruck, dass es zu der Zeit eigentlich so war, dass die Leute gesagt haben, ja, wenn ihr euch vermöbelt, dann ist das halt so. Ja, für uns war das ein Problem, weil sonst hätte ich meinem Vater das ja auch gesagt. Aber ich hatte die Vokabeln ja nicht gekonnt. Und da gibt es dann irgendeine Strafe für und dann musste dann irgendwie durch. Das war schon psychisch. Also es war ein unglaubliches Brett, was wir da abgekriegt haben. Das war diabolisch. Also ich bin so froh, dass ich da heile durchgekommen bin. Andere Leute aus dem Internat sind da nicht so halt. Einer hat sich sogar umgebracht. Okay. Es war bitter. Es war schon sehr bitter. Eine deiner ersten Bands hieß The Convent. The Convicts. Convict. Das Ding hieß, The Convent, The Convict, genau, das war's. Also das war Convict St. Albert. Und wir haben uns in einer der ersten Band überhaupt, haben wir uns The Convicts genannt. Und, genau, und die Paters konnten nicht unbedingt Englisch. Die wussten nicht, dass es die Strafgefangenen sind. Ja. Ja, aber das wollte ich sagen, weil so eine Art der frühen Politisierung der Musik, die schmeckt da schon so ein bisschen durch. Also irgendwie eine Art der wir hatten schon spätestens ab den Stones und Bob Dylan, von da an hatten wir schon natürlich so auch Role Models, wo man sagen konnte, naja, man kann sich vermeintlichen Autoritäten auch so gegenüber verhalten. Das war, also ich weiß genau, das erste Mal Keith Richards gesehen bei einem Interview, und er gesagt, so kann das gehen, so kann das gehen. Und dann ein Beispiel dran genommen. Ich war natürlich viel kommunikativer als die. Verdammt lang her, wir haben es gerade schon gehört, war dann der richtige große Hit, auch also für Leute, die jetzt das Övre nicht in Detail kennen, aber da würde ich immer sagen, das ist also die Riesennummer. Es ist ja nicht im klassischen Sinne ein Liebeslied. Nein, es ist ein Lied, das habe ich geschrieben, knapp ein halbes Jahr, nachdem mein Vater gestorben ist. Und wir hatten natürlich, wie das bei den meisten Jungs ist, dass diese pubertären Ödipus-Konflikte mit dem Vater durchgefochten haben, um die Gunst der einzigen Frau in der Familie. Und ich habe meinen Vater sehr alt aussehen lassen. Ich habe den mehr oder weniger politisch seziert. Der konnte sich auch nicht mehr wehren. Das Totschlagargument im wahrsten Sinne des Wortes war natürlich, dass er irgendwann mal NSDAP-Mitglied war. Okay. Ja, und ich habe dann irgendwann mit 13, 14 diese Aufnahmen im Fernsehen, wir waren nicht im Fernsehen, das haben wir in der Schule durchgenommen, genau, wo die KZs befreit wurden und dann die Leichenberge mit einer Raupe weggeschoben wurden. Und mein Vater hat das
der hat das durchgehen lassen. Ich konnte das gar nicht verstehen, überhaupt nicht verstehen. Und immer wieder gefragt. Und je mehr der sich da versucht hat rauszuwinden, desto härter wurde ich. Und das waren schlimme Konflikte. Aber das war Anfang meiner Teenie-Zeit. Und das Lied habe ich ja dann geschrieben, als ich schon 30 war. Das war eigentlich alles schon vorbei. Das war gegessen. Aber wir haben es nicht mehr geschafft, über Sachen zu reden. Auch vor allen Dingen seine Angst, dass aus mir nichts wird. Weil in der Band gespielt, von der Schule geflogen, Malerei studiert, Examen gemacht, Zivildienst. Und dann fängt er nochmal mit Musik an. Jetzt hat er doch endlich einen halbwegs so eine Art Beruf oder was. Ja. Und dann fängt er nochmal mit Musik an. Und das, was er da singt, hat er gesagt, auf dem ersten Abend, es wäre alles nur Unverschämtheiten, was ich da singe. Und außerdem soll doch da bitte ein Mädchen singen, das sowas darstellt. Ach, das auch noch, ja? Das war schon alles ziemlich bitter. Und dann ist er gestorben und ich habe mich sowas von geärgert und geschämt, dass ich es nicht geschafft habe, mit ihm tatsächlich alles noch mal irgendwie so auszuräumen. Das rate ich nur jedem, der Konflikte mit seinen Eltern hat, das frühzeitig zur Sprache zu bringen, damit das irgendwie auch für sich selber mal verdaut wird. Und für die Eltern ist es übrigens auch viel schöner, wenn man das Gespräch sucht. Vollste Zustimmung. Muss ja auch nicht immer nur Streit sein. Absolut. Bist du selber konfliktfähig und beratungsfreudig als Musiker, als großer Künstler? Manchmal schottet man sich ja ein bisschen ab, was das angeht. Also ich bin nicht besonders konfliktfreudig. Ich suche den Konflikt nicht. Aber ich bin schon nicht beratungsresistent. Also ich lasse mir alles durch den Kopf gehen und ich bin Argumenten gegenüber aufgeschlossen. Aber wenn es jetzt in der Band ist, letztendlich muss ja einer die Entscheidung treffen. Und so eine Band ist sowas wie eine Schiffsbesatzung. Also ich bin der Kapitän in dem Fall. Ich habe einen Musical Director. Der ist sozusagen der Steuermann und er muss das Schiff durch die Klippen bringen, die ich erkannt habe. Ja. Und muss das irgendwie so machen, dass es funktioniert. Aber darüber kann man reden. Da gibt es verschiedene Wege drüber. Aber so, dass ich so per Order dem Mufti sage, das wird jetzt so gemacht, das ist noch nie vorgekommen. Du hast aber wahrscheinlich dann irgendwann der Band gesagt, jetzt pass mal auf, die Tour nennen wir Zielgerade, weil ich bin ja der Kapitän und ich sehe da hinten, ich will jetzt nicht sagen den Eisberg, das wäre ein schiefes Bild, aber ich sehe die Zielgerade. Was hast du dir da für einen zeitlichen Horizont gesetzt? Weil Zielgerade klingt natürlich jetzt so nach Arme hoch und... Klar, also mein Soloprogramm heißt Zwischen Start und Ziel. Das eine Zeile aus dem Song, noch all deine Jahre, wo ich mich irgendwo zwischen Start und Ziel befinde. Das kann man jetzt interpretieren, von der Geburt bis zum Tod oder von dem Moment an, wo ich angefangen habe, Musik zu machen, bis da, wo ich aufhöre. Und dann stand die Babtour an und wie nennen wir die denn jetzt? Und ja, wenn man überlegt, dass ich jetzt dann jeden Moment 75 bin, mein Vater mit 76 gestorben ist, meine Mutter mit 79, dann kannst du schon mal drüber nachdenken, wie lange du noch hast. Schleicht dich da weil du die Zahl angesprochen hast, ein negatives Gefühl? Nein, überhaupt nicht. Also erstmal weiß ich, dass ich gesünder lebe als meine Eltern. Ja. Wir haben alle noch geraucht, haben auch nicht ins Glas gespuckt unbedingt. Und ich lebe ziemlich gesund und ich treibe Sport und ich denke, das wird noch eine ganze Weile so gehen. Ja. Aber so, dass ich jetzt noch vorplane die nächsten 5 Jahre, das ist doof. Ja. Dann setze ich mich unter einen Druck, den ich nicht brauche. Also ich habe so dieses Projekt mit der Jubiläumstournee und ich habe mein Soloprogramm und das macht großen Spaß. Und wenn ich merke, das fängt an, mir langweilig zu werden, dann denke ich mir das nächste Soloprogramm aus. Das mache ich mit meinen Pianisten zusammen und das macht einen riesigen Spaß. Ja, das... Ja? Oder? Ja. Jetzt wartet dann ja irgendwann das Rhein-Energiestadion zum 50. Bandjubiläum. Hast du Menschen in deinem persönlichen Umfeld, die dir vielleicht ein Signal senden, wenn sie das... Also man kennt es ja von älteren Männern, die haben ein Riesenproblem damit, den Führerschein abzugeben. Nein. Das können die nicht. Nein. Wie ist das mit Musikern? Kannst du die Gitarre irgendwann abgeben und sagen, nein, also wer berät dich da? Also ich will dir übrigens nichts empfehlen, ne? Ich wollte das nur, fragen. Also spätestens, wenn ich es nicht
merke, aber ich glaube, ich merke es vorher, Ja. werden meine 3 Damen mir das stecken. Okay. Also meine beiden erwachsenen Töchter und meine Frau, die irgendwann vor vielen Jahren gab es diese Geschichte mit dem Jopi Hesters, der noch über 100 Jahre alt war und dann auf die Bühne gezerrt worden. Und wir haben da alle gesessen und haben völlig entgeistert, wie kann man das dem Mann antun? Das ist ja furchtbar. Ja? Also wir nennen das immer etwas ironisch, das Jopi Hesters Schicksal wird mich nicht ereilen. Dann einigen wir uns darauf, bis es soweit ist, kommst du noch ein paar Mal wieder. Auf jeden Fall. Und dann wünschen wir dir erstmal einen schönen Geburtstag, den nächsten, Dankeschön. schönes Bandjubiläum. Wolfgang Niedecken, danke. Also. Vielen Dank. Dankeschön. Ist ja noch ein bisschen hin, ne? Ja, ein bisschen. So eine Zielgerade kann auch sehr lange sein. So. Ja? Man kann ja ein bisschen langsamer gehen. Man kann ja auch gehen auf die Zielgerade. So, eben. Ja, wir wollen ihn nicht hetzen, auf gar keinen Fall. Nein.